Und willkommen zurück zu Zurück in die Zukunft. War zweimal zurück in einem Satz, das kann nichts Gutes bedeuten. Wir sind hier immer noch im Gespräch mit dem jungen Emmett Brown. Und er stellt es leider nicht so kooperativ an, wie wir eigentlich erwartet hatten vom guten alten Doc, nicht wahr? Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett. Ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder. Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Mit dem An dem ist ein Anwalt verloren gegangen. Alter, ups, sorry Leute, bin gerade aus dem Bild gekommen. Bleib stehen, Mann! Gib mir doch einfach eine Chance. Du bist verhaftet. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Schnauze. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich. Was hat das mit Wissenschaft zu tun? Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Verdammt, ich brauche einen Raketenbohrer. Mann, der Marty, geh doch hoch. Marty. Und weg ist er. Komm raus, Mann. Ich muss da nicht mehr rein. Okay, wir haben ein kleines Problem. Also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch Moment mal. H multipliziert mit dem Hallo? natürlich weniger als den Erwartungswert für A. Gehen und rennen. Was hab ich bloß So. übersehen? Und Gib mir doch einfach anquatschen. eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Du wiederholst dich. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Reibungskoeffizient konstant bleibt. Verdammt, wir brauchen einen Gib mir doch einfach Raketenbohrer, eine aber. Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Halt die Klappe, Mann. Deine Stimme nervt. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater ist un... Ja, immer wieder das Gleiche. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Newton benötigt man, um eine konstante Wasser zu erhalten, wenn die Beschleunigung... Was? Jude benötigt man um eine konstante... Ich hab mich sicher verhört. Verdammt, was machen wir jetzt? Erstmal normal gehen, nicht wahr? Marty. Wollte gerade sagen, ey. Gut. Du willst mich wohl verarschen, wa? Der kann jetzt über die Straße gehen. Okay. Verdammt nochmal, Doc! Ich habe ein kleines Problem. Psst, Doc. Marty, wie läuft der Fluchtplan? Mies. Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Toll. Und ich muss sagen, sie sind irgendwie verklemmt. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Ich wollte ihn nach ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Zeitschleife. Warum murmelt ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie außer... Die Hill Valley Expo! Hä? Die Expo? Ja, die Expo. Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere geprägt haben. Und? War sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Klingt ja faszinierend. Wissen Sie, Ihr jüngeres Ich scheint sehr dem Recht verpflichtet. Glaub mir,
Das ist nur Fassade, um meinen Vater zu beruhigen. Der Doc kann einem ja schon fast leid tun. Was hat die Expo damit zu tun, dass sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Sprechen wir besser später über die Probleme Ihres jüngeren Ichs. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Ja, etwas ist gut, wa? Doc! Was ich außerdem noch wissen wollte... Wo kam der DeLorean her? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte ihn ein Zug komplett zerlegt. Das ist eine fantastische Geschichte. Weißt du noch, wie der DeLorean 1955 vom Blitz getroffen wurde? Okay. Ohne unser Wissen hat der Blitz eine vorübergehende Kopie der Zeitmaschine geschaffen, die 70 Jahre in die Zukunft geschickt wurde. Was? Ich habe das bei einer Reise ins Jahr 2025 entdeckt und konnte gerade so verhindern, dass Griff Tannen die Zeit gerade zerstört. Heftig. Also dieser DeLorean? Ist in jeder Hinsicht die gleiche Maschine wie das Original. Plus minus ein paar kleinen Extras natürlich, die ich über die Jahre hinzugefügt habe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Erklärung ist zwar ein bisschen... Naja, vom Blitz eine Kopie erschaffen, kann man davon halten, was man will, aber immerhin ist es eine Erklärung, nicht wahr? Ich habe meinen Großvater gesehen. Was macht sie im Gefängnis? Was macht sie im Jahr 1930? Was haben Sie überhaupt im Jahr 1931 gemacht? Ach, nichts Aufregendes. Ein wenig in Nostalgie geschwelgt, ein paar seltene vergriffene Bücher abgeholt, um Clara an ihrem Geburtstag zu überraschen. Das eine oder andere historische Rätsel gelöst. Das Übliche. Das Übliche? Sie haben ein unübliches Leben, Doc. Das ist ein ungewöhnliches Universum, Marty. Nö, das Universum ist gleich geblieben, bloß sie sind ein bisschen ungewöhnlich. Ich sage es nur ungern, Doc, aber Ihre letzte Abreisezeitanzeige ist futsch. Tatsächlich? Wie hast du mich dann gefunden? Ich habe einen von Edna Stricklands Schuhen im DeLorean gefunden. Wie kommt Ihr Schuh in den DeLorean? Einstein hat ihn sich geschnappt. Hat er? Komisch. Heini greift fast nie Menschen an. Zumindest nicht ohne guten Grund. Vielleicht ist der Eine ja doch cleverer, als wir immer dachten, nicht wahr? Vielleicht sogar so clever wie der altberühmte Albert Einstein. Naja, es könnte auch sein, dass Eine wusste, dass die Zeitanzeige kaputt ist und wir nicht wissen können, wohin wir überhaupt reisen müssen. Also hat er sich Ednas Schuh geschnappt, um so irgendwie eine Eselsbrücke zu schaffen. Unwahrscheinlich? Oh ja. Aber es wäre zumindest eine... Ja, vergesst es. Eine Erklärung ist es nicht wirklich. Ich mache immer noch keine Fortschritte mit Ihrem jüngeren Ich, Doc. Wirklich? Ich verstehe immer noch nicht, was Ihr jüngeres Ich vor sich hin murmelt. Ach, wenn ich ihn nur selbst hören könnte. Das ließe sich vielleicht sogar einrichten, nicht wahr? Sprechen wir besser später über die Probleme Ihres jüngeren Ichs. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Ja, da stehe ich doch auch, Menschenskind. Ich muss hier ein paar von mindestens 15 Minuten aufnehmen. Das weiß er doch selber. Gut. Wo ist jetzt der Emmett Brown? Emmett, wo ist denn der Emmentaler? Der Emmett. Was macht er eigentlich hier? Anwaltskanzlei Gale, Zemeckis und Fine. Oh. Hausieren verboten. Ich hab nichts gefragt. Klopf, klopf. Hallo? Hausieren verboten! Ja, das haben wir schon mal gehört. Da kommt er schon, da kommt er. So, du kommst hier nicht vorbei, ist das klar, Alter? Du kommst hier nicht lang. Du kommst nicht rein, du kommst nicht rein. Emmett Brown? Ach, da kommt er ja. Konstant bleibt und die Gravitationskonstante veränderlich. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Strafe. Schnauze! Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Konstante Masse zu erhalten, wenn die Beschleunigung und die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ... Ja, der macht es uns nicht einfach, wa?
Es stellt sich nun wirklich die Frage, wie kriege ich dazu, dass Emmett Brown, also der Jüngere natürlich, nicht der Alte, zu seinem älteren Ich vorbeiläuft, zumindest mal, wa? Kann ich wieder das Tor verschließen? Das wäre zumindest mal eine Erklärung. Und eine Möglichkeit, ey, hallo, Steuerung? Ist meine Maus kaputt oder was? Tor verschließen! Habe ich schon was? Was zum... Telefonnummer der Browns. Bringt das echt was? Ich bezweifle es ja. Den Schuh habe ich nicht mehr dabei, hätte mich gewundert. Das Bild meines Vaters zeigen würde vermutlich nicht viel bringen, nicht wahr? Das Notizbuch von Doc, das wäre eine sehr, sehr schlechte Idee. Das Tonbandgerät ebenso. Ja. Bleibt nur noch das. Nein. Versuch's doch mal, Marty! Der H für den hermetischen Operator stehen. In diesem Fall könnte H. Du kommst hier nicht vorbei. Von A. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Du wiederholst dich, Mann! Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Wirklich? Ja, das ist ein kleines Problem. Eini? Hilf mir mal, Eini! Multipliziert mit dem Kehrwert von H natürlich viel ganz im Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Wie geht's, Eini? Ah, Eini. Der beste Freund des Menschen, wa? Ich denke, die Telefonnummer der Browns geht sie nichts an. Was geht sie nichts an? Hä? Eini ist doch eine Person, nicht mehrere. Oh Mann, Eini, wo gehst du hin? Eini! Außerdem, wer kommt da ständig aus dem Laden geschissen? Und weg ist er. Ach, kann ich vielleicht irgendwie das Tor zumachen? Was habe ich bloß übersehen? Komm schon, komm schon! Wieso geht das nicht? Sollte H für den hermetischen Operator. Komm schon, das wäre doch so eine gute Idee gewesen. Kehrwert von A Ja. ein Erwartungswert von A sein. Aber nur wenn der Reibungskoeffizient konstant bleibt und die Kann ich hier irgendwas auswählen oder so? Sieht irgendwie kacke aus, nicht wahr? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ein großes Oh je, wa? wenn die Beschleunigung um die Kann ich im Park sonst noch was machen? Ist wohl ein Scherz, oder? Ich kann hier im Park nichts machen, Mann! Okay, jetzt reicht's mir. Ups. Das war das Falsche. Hinweis, bitteschön. Emmett wird sich nicht mit dir einlassen, aber wenn ihr beide etwas gemeinsam hättet, haben wir doch schon mal versucht. Was murmelt Emmett vor sich hin, wenn er denkt, dass du nicht hinhörst? Habe ich auch schon mal versucht. Emmets wissenschaftliche Probleme sind nur Kauderwelsch für Marty, aber es gibt jemanden, der damit etwas anfangen kann. Ja, der alte Doc, das weiß ich doch. Ach so? Oh je, Leute. Oh je. Ich bin echt kein guter Detektiv, war auf die Idee hätte ich hervorkommen können. Natürlich, aufnehmen. Einfach die alte Aufnahme überspielen. Naja, auf die Idee bin ich jetzt echt nicht gekommen. Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Hab nichts gesagt. Aber nur wenn der Reibungskoeffizient konstant bleibt und Ja, die Gravitation... gut, das dürfte reichen. Wir gehen wieder mal zum Onkel Doktor. Doc, 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 wir sind da, Doc, Doc, Doc. Okay, die Steuerung ist ein bisschen crazy, muss ich zugeben. Yeah, 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 wir holen den Doc hier raus mit dem Raketenbohrer. Oh yeah, yeah. Psst, Doc! Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so... Jung? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hineinsteigern konnte. Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Und was ist jetzt bitte schön der Unterschied, wenn wir jetzt hier einfach hier... Ja, gut, vergessen wir es. Wir müssen uns einfach eines merken, der Onkel Doc hat immer recht.
Also Leute, versuchen wir unser Glück, nicht wahr? Aber ist doch eigentlich schon verrückt. Immer da, wenn es nur um den Onkel Doktor geht, dann passiert mit der Zeit gerade nichts. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Na, dann wollen wir mal. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja, Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Nö. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Ich komme vom Planeten Vulkan. Ja, den muss jetzt, den muss man ausprobieren, Leute. Nun ja, es ist so. Halt, Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Dafür, dass wir gerade gesagt haben, dass wir eine Art Spock sind, war seine Antwort doch recht crazy. Raketenbohrer! Ich brauche wirklich einen Raketenbohrer. Ich brauche wirklich einen Raketenbohrer. Steigerungsform? Ja. Das ist wohl ein Adjektiv, wa? Wirklich? Nee. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Ja. Könnte ein bisschen spät sein, wa? Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil des Treibstoffs. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kid Tannen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Arthur McFly? Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kid Tannen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kid Tannen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ah, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Hier scheint wohl jeder Angst vor Kid Tannen zu haben und der Onkel Doc hat es wohl offenbar gar nicht mehr so eilig, wa? Nö, der steht bei Ani, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Okay, Freunde, wie es hier weitergeht bei Zurück in die Zukunft und was noch alles passiert, wie weit wir noch in die Geschehnisse unseres Großvaters verwickelt werden und wieso einige gerade abhaut, das erwartet ihr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.